Steiermauer, da bin ich her. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen entdeckten, wird man vergessen. Im Namen Gottes. God, heaven's calling your name. Help me fighting God. Don't let evil win the end of all hope's a crying bright. With thousands of tears in her eyes, no delight. It's almost hopeless to win this fight and barely survive this night. Grüße zurück zu Fallout 3. Unser Charakter ist hier in Vault irgendwo unterwegs. Wir haben das letzte Mal mit dem Fox geredet. Wir werden ihn nun befreien und das Geg beschaffen. Ich entschuldige mich auch in der letzten Episode für diesen harten Schnitt, den ich gemacht habe, weil die letzte Episode war ja schon eine Stunde lang. Gell? Jetzt werden wir uns da weiterhin durchprügeln gegen Supermutanten. Und die Erkenntnis, ja, dass hier mit dem FEV-Virus herumgespielt wurde. So. Lasst Hirn spritzen! Echt? Der Herrgott hat gesagt, lasst Hirn regnen. Und unser Charakter kriegt schon wieder eine aufs Maul. Zornig gemacht. Ihr werdet nichts. Ich werde euch. So. Kurz einen Blick. Da ein bisschen lauter dran hast. Ich werde mich diesmal bemühen, bei einer halben Stunde zu bleiben. Super, und jetzt sind wir überladen. Wie viel? 5 Kilo. Medex, schadensresistent. Plus 25. Können wir irgendwas reparieren an Waffen? Nö. Aha. Der wiegt 15 Kilo. Weg. Jetzt stellt sich die große Frage, wo wir da hin müssen. Brandschutzkonsole, vor der hat er geredet. Sie haben auf die Brandschutzkonsole des medizinischen Flügels von Vault 87 zugegriffen. Nach Einschalten kann der Feueralarm nicht mehr deaktiviert werden. Okay, ich gebe zu, das war jetzt ein etwaig rabiates Mittel, gell? Seht. Ach, bist du hübsch. Junger Mann. Level erhöht. Jawohl, Baby. 19 Fertigkeitspunkte können wir jetzt wieder vergeben. Wir machen.
Jetzt haben wir die Dietriche voll. Genau. Und jetzt haben wir da noch 4 Punkte. Medizin, Sprengstoff, große Waffen werden wir noch dazu nehmen. Und dann haben wir intensives Training, schwarze Witwe, na, Waffenfreak. Ja, das nehmen wir. Sie sind gerade dazu, konventionelle Feuerwaffen zu benutzen und zu pflegen. Mit jedem weiteren Rang des Extras Waffenfreak erhalten Sie weitere 5 Punkte für die Fertigkeiten kleine Waffen und reparieren. So, nur schauen. Aha. Ödländer, was hat der dabei? Oh. Medex Stimpaks können wir immer brauchen jetzt momentan. Gut, wo ist unser Freund? Endlich! Die Freiheit! Die wahre Freiheit! Worte reichen als Dank für dieses Geschenk kaum aus. Es ist unvorstellbar, wie lange ich mir diesen Moment schon in Gedanken ausmale. Und er fühlt sich noch besser an als in meinen kühnsten Träumen. Kommen wir jetzt zu meinem Teil unserer Abmachung. Hier lang. Sie haben Karma dazu gewonnen, geil. In Fallout 4 hätte dich die komplette KI-Schaft, ja, zu Tode gebeutelt. Kronkorken, jawohl, Baby. Dein Leben ist kein Ding mehr wert. Nein, genau, du dieses gay Mädchen. Danke, ich liebe dich dafür. Der Tod kommt mit Riesenschritten. Fox, da ganz schön aus, ha? Nur ist er noch lange nicht so dämlich wie der Strong in Fallout 4. So. Nein! Doch. Ich habe Gnade vor Richter gehen lassen. Oh. Also der Fox ist mir bei weitem sympathischer als wie der Strong. Man muss aber auch sagen, ich glaube, dass der sogar ein bisschen besser Die Zeit ist gelaufen. Still! Jetzt schlage ich zu! wenn er sich nicht so dämlich voranstellen tät, kann die einem ja helfen. Ja, da müssen wir ihm helfen. Warte mal kurz, wir gehen aufs rechte Bein. So soll es sein. Ist abgelaufen! Die Spielchen sind zu Ende. So, ein aufs Köpfchen, dafür ab ins Tröpfchen. Jetzt kommt der erlösende Schlag. Ein sympathisches Kerlchen, der gefällt mir.
jeden Einzelnen töten. Man muss aber eins sagen, der Fox hält aber ganz schön was aus, gell? Also wir gehen da wieder auf den Kopf. Ich werde jetzt erst langsam warm. Ja, tob dir aus, mein Freund, tob dir aus. Wir werden aber die Hauptgeschichte weiterverfolgen, gell? Wir haben so noch genug zu tun da in diesem Spiel. Fast ganz auf gemütlich. Jetzt ist der Gefangene der Henker. Bleib doch mal stehen. Die Zeit So. ist raus. Nein! Doch. Ich werde jetzt erst langsam warm. Ja, wissen wir schon. Das sind wir mit, das sind wir mit. Gibt's da irgendwas? Nö. Lederrüstung haben wir schon. Warte mal. Ich glaube, er wartet ja auf uns. Kleidung. Na, die Lederrüstung müssen wir aber leider wegtun. Ha. Oh, 3 Stimpaks. Oh. Naja. Strahlenkammer versiegeln. Was? Okay, ich gehe allein weiter. Hinter dieser Tür sind die Gänge und Hallen voller Strahlung. Ich hole den Koffer und komme sofort zurück. Aber Achtung! Einige meiner etwas eher unterbelichteten Artgenossen könnten auf uns aufmerksam werden. Hä? Kapier jetzt nicht ganz. Warte mal. Notfallstrahlungsreinigung. Ah, ich lasse das lieber. Boah! Hier ist das GEEK. Unser Tauschgeschäft ist abgeschlossen. Hier ist das GEEK wie versprochen. Ich hoffe, es ist das Ganze wert. Nun, ich fürchte, unsere Wege trennen sich hier. Ich finde hier schon raus. Keine Sorge. Vielleicht sehen wir uns wieder. Irgendwo im Ödland. Er ist mir richtig sympathisch, ehrlich. Sympathischer vielleicht nur aus der Strong. Okay, jetzt brechen wir da wieder raus aus diesem Scheißloch. Ich weiß ja gar nicht, gibt es in Fallout 3 überhaupt Begleiter? Das wissen die gar nicht. Was wir aber zuerst machen sollten, kurz nach Hause und den Charakter ausräumen, weil sonst haben wir Probleme. Jawohl.
Also was noch machen sollten oder könnten? Na, wir folgen zuerst der Hauptgeschichte weiter. Scheißen Drecksau. Söldner, Abenteurer-Outfit. Mikrofon. Oh, Laserpistole. Dazu kann man niemals Nein sagen. Hä? Ah, Haarklammer noch. Druckt zwar die Daumen. Scheißen. Was muss ich jetzt? Überladen sie mal. Shit. Sehr gut. Nö, da können wir nichts mehr machen. Da können wir auch nichts mehr machen. Aber das mit den Dietriche geht mir jetzt ein bisschen am Zwiebel. Weil wir da dann einmal herkommen, im Prinzip. Wir probieren mal die 44 aus. Machen wir mehr. Aber nur, wo müssen wir jetzt hin? Da ist diese Kammer. Da haben wir keine Dietriche mehr dafür. Nix. Wir werden das jetzt anders machen. Bevor wir... Ziel gesichert, Sir. Gute Arbeit, Soldat. Vergewissern Sie sich, dass das GEIK vollständig gesichert an Bord meines Vertibirds ist. Jawohl, ich werde die Techniker anweisen, herunterzukommen und das Gerät sofort zu entfernen. Ist sie auch sicher unverletzt? Ja, Sir. Sie wird in Kürze die Besinnung verlieren, aber wir können sie wiederbeleben. Sehr gut. Sie soll umgehend auf den Transport vorbereitet werden. Sofort, Sir. So, Sie sind also wach. Machen Sie es sich und mir doch einfach. Sagen Sie mir den Code für den Aufbereiter, und zwar sofort. Was zum Teufel geht hier vor? Lassen Sie mich sofort hier raus. Hier stimmt irgendetwas nicht. Sie haben den Falschen erwischt. Ich sage Ihnen, was Sie wollen. Bitte tun Sie mir nicht mehr weh. Was zum Teufel geht hier vor? Ich sage Ihnen, was hier vorgeht. Sie haben verloren. Die Guten haben gewonnen und gehen jetzt zum Endspurt über. Den Aufbereiter haben wir, aber wir brauchen noch den Code, um ihn zu aktivieren. Sie werden mir den Code jetzt geben und uns allen jede Menge Ärger ersparen. Vielleicht lasse ich Sie sogar laufen. Einverstanden? Verpissen Sie sich, ich werde Ihnen nichts sagen. Ich will ehrlich mit Ihnen sein. Meine Geduld ist so gut wie am Ende. Auch habe ich keinerlei Interesse an irgendwelchen Spielchen hier. Sie sagen mir jetzt den Code oder müssen die unangenehmen Konsequenzen tragen. Nein, im Ernst, lecken Sie mich am Arsch. Wieso bestehen Sie darauf, mich zu provozieren? Sagen Sie mir den Code. Und zwar sofort! Colonel, ich brauche Sie.
Mr. President, ich habe keine Zeit für andere Angelegenheiten. Ich bin in Kürze bei Ihnen. Nun, Colonel. Ja, Sir. Endlich allein. Ich entschuldige mich für Colonel Ortons Verhalten. Er steht in letzter Zeit ziemlich unter Druck. Ich habe keine Zweifel, dass Sie wissen, wer ich bin. Ich bin mir sicher, dass Sie meine Radioübertragungen gehört haben. Ich würde gern mal mit Ihnen reden, unter 4 Augen. Ich denke, es gibt da so einiges, das wir beide besprechen sollten. Sie finden Ihre Habseligkeiten im Spind neben der Tür. Ich werde den Weg für Sie freimachen. Und ich werde auch Ihre Fesseln lösen. Ich warte in meinem Büro auf Sie. Sputen Sie sich. Was sagt er zu mir, was? Der gnädigste Herr Präsident. Oh Gott. Die Suche nach dem Garten Eden. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's wirklich interessant. Wir werden uns etwas aufsetzen, beziehungsweise werden uns jetzt so ausstatten, damit wir in puncto Sprache feilschen, Punkt 5, und irgendwas mit Charisma. Machen wir das. Gut, dann reden wir mit dem Präsidenten. Keine Bewegung! Sie sollten doch in der Zelle stecken. Sie werden nirgendwo hingehen. Der Raum daneben ist gesteckt voll mit Wachen. Wenn ich die hole, sind sie wieder in ihrer Zelle. In einem Leichensack, wenn es sein muss. Ruhig, Blut, immer langsam. Ich soll hier sein. Charisma. Ich werde den Präsidenten treffen. Ich könnte ein gutes Wort einlegen. Wirklich? Ich meine, das würden Sie tun? Aber sorgen Sie dafür, dass er weiß, wie streng ich mit Ihnen war, okay? Und dass ich meine Uniform diesmal nicht falsch rum anhatte. Der war geil. Sagen wir, ist unser Mädel ein bisschen überladen? Ja, sicher. Siehst den Androiden müssen wir auch noch suchen, gell? Weißt du was, wir legen was an. Aber nur was? Perfekt. Achtung, Raven Rock Personal. Hier spricht Ihr Präsident. Ich habe unseren Gast aus Vault 101 in mein Büro gebeten. Lassen Sie sie bitte ungehindert passieren. Ich danke Ihnen für Ihre Kooperation. Na gut, dann reden wir mal mit dem Präsidenten. Jetzt wird's lustig. An das kann ich mich wieder erinnern. Hallo. Ja. Ja, begrüße, sind ja doch nicht so unfreundlich, wie sind wir da. Ist das da herin? Scheiße. Alles, was wir irgendwie mit einem Virus... Enklavenwissenschaftler. Also alles, was mit diesem verfickten Atomkrieg zu tun gehabt hat, haben sie da aus Metallen ausgestellt. Die Warzen öffnen. Na gut. Diese Arschlöcher. Wahnsinn. Na, doch nicht. Mögliches Ziel in der Nähe. Ja, das ist die große Frage, wo sitzt der Präsident, hä? Hier. Sie gehen in die falsche Richtung. Aha.
Dann schauen wir uns das da an. Hänger, Messhall, Biolabs, Techlab, Kontrollraum. Mögliches Ziel in der Nähe. Hallo. Begrüße. Ja, du musst aber einen Weg finden. Du Schweindel, du. Ich glaub, da sind wir jetzt richtig. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen, wie ein kleiner Arisch da. Ja, aber wo ist der wirklich? Ist nirgendwo was angeschrieben? Ziel möglicherweise in Reichweite. 0 Ziele erfasst. Hallo. Begrüße. Ich möchte doch nur zu diesem Herrn Präsidente Lebente. Achtung! Hier spricht Colonel Orton. Hiermit wird der Befehl erteilt, die bisherige Direktive des Präsidenten zu ignorieren. Der Gefangene aus Vault 101 ist bei Sichtkontakt zu erschießen. Ich wiederhole, bei Sichtkontakt zu erschießen. Das ist ein Befehl. Hä? Zurückziehen und neu gruppieren. Gesichtet. Feuer. Ziel im Visier. Waffen einsatzbereit. Los, los, los. Ich hab grad bis mit dem Präsidenten rein. Jetzt ein paar Mal näher. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal schauen. Daten da. Aufgaben. Hä? Einsatz von Gewalt autorisiert. Ich weiß jetzt nicht, um was es geht. Greifen. Ziel wird angegriffen. Weißt du was? Wir vernichten die jetzt einfach einmal. Ich käme jetzt zwar nicht aus, aber pff, wurscht. Na. Schlimm ist das wirklich mit dieser Enklave-Idioten. Für den Energiezelle, Laserpistole. Salisbury Steak, ja, der hat Geschmack. Präsidenten. Noch immer keine Ziele in Sicht. Okay. Ziel entdeckt. Feuer. Der Tesla-Rüstung. Hallo, ich will ihn durchsuchen. Damit könnte man unsere reparieren. Warte mal. Kleidung. Tesla-Helm. Tesla-Rüstung. Jetzt haben wir noch immer überlastet. Gewicht 45, Powerrüstung der Ausgestoßenen, da mal weg. Au! Du alter Speichel, lecker. Hotkey. Na, ich brauche die Stimpaks. Peter! Es wird gefeuert. Ja, du hast ja angefangen, du Trottel, du. Peter! Nein! Doch. Ohne Wenn und Lava krepierst du heute mit schierchen Kadaver.
Ja, wo geht's zu den scheiß Präsidenten hin? Alarmbereitschaft beenden. Messhall, Exit. Der rote Punkt bin wahrscheinlich ich, ne? Nein? Ah, da ist eine Stufe nach oben. Ist egal, können wir schon Punkte farmen. Ah, die Fresshalle, auch schön. Ziel gesichtet. Boah. Ziel im Visier. Waffen bereit. Feuer wird erwidert. So. Waffen. Ja komm. No armsoliger Verrecken geht eh nicht mehr, oder? Right away, danke. Meister des Schlauchs. Ich brauche halt Dietriche. Der Spind ist leer, aber man kann ja trotzdem reinschauen. Clipboard, Stange. Clipboard, dies und das. Ein Öfchen fürs Öfchen, genau. Aber wo ist der Präsident hin? Oder wo muss er da hin? Keine Ahnung. Mit mir wollte der Präsident reden, aber ich war zu blöd, den Weg zu ihm zu finden. Hörst du da? Zau ein bisschen. Ah, da. Hörst du da? Zau, wir haben keine Zeit, Raven Rock. Rock Raven. Na bitte, Gorsche. Messhall. Ebene 2. Oder irgendwas gesagt, wo wir da hin müssen zu ihm. Tech Kryo. Wir sind jetzt da herunten. Aber wo geht's zu den Scheiß an Präsidenten? Kontrollraum. Oh Gott. Ja, wir werden das schon finden. Irgendwann einmal. A2A. Oh Alarm Gott. abbrechen. Zurück! Zurück! Zurückziehen und Großkralle. neu gruppieren. Angriff. All diese Gewalt. Du kleine Mistsau. Wirklich. Ja, ja. Du brauchst nicht mehr Mitleid erregen beim Sterben. Storage. Quarters. Also jetzt kenne ich mich gleich gar nicht mehr aus. Aha. Egal. Leer. Leer. Ah. Mikrozelle, die können wir brauchen. Locker. Locker. Naja.
So hypermodern wie die ausgestattet sind, haben die eigentlich im Prinzip gar nichts. Elektronen braucht man nicht, Stealth-Ball braucht man auch nicht. Ich habe zwar einen relativ schierchen Charakter da zusammengebaut, aber so schier ist er dann auch wieder nicht. Aber wo ist der Präsident hin? Wir gehen nochmal da entlang, da gibt es auch genug zum Sagen. Quartiere. Quartiere. Was ist da? Ist das ein Übergang vielleicht? Ich speichere da jetzt einmal. Weil ich speichere viel zu wenig. 2C. Hallöchen, Popöchen. Aha, da flogen gerade seine Augäpfel durch die Gegend. Oder das, was halt davon überblieben ist, Plasmagewehr. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich für das Plasmagewehr überhaupt gelevelt habe. Aha. 1A Zutritt. Sicherheitsabriegelung aktiviert. Feindliches Ziel erfasst. Shit. Operation in Analyse. Präsidentenrisierungsoperation abgeschlossen. Okay. Der Präsident erwartet mich. Jetzt müssen wir uns da wieder ein bisschen umbauen. Jetzt sind wir sowas von dermaßen überladen, dass ich mich gleich dass ich mich gleich gar nicht mehr auskenne. Haben wir irgendwas? Weil wenn wir schon einen Präsidenten treffen, dann müssen wir uns schon ein bisschen herrichten. Na, so ist es ja wieder nicht. Was? Ach so. Kontrollraum. Ich speichere da nochmal. So, und jetzt viel Spaß mit diesem Gespräch, oder was da jetzt einmal kommen mag. Hä? Von Angesicht zu Angesicht. Endlich. Es ist höchste Zeit, dass wir uns kennenlernen. Ich bin erfreut, dass Sie es geschafft haben. Ich hätte mir die Reise anders vorgestellt, aber so konnten Sie immerhin zeigen, was Sie können. Zeigen Sie sich schon, wenn wir uns gegenüberstehen. Verstecken gilt nicht. Es ist eine Freude, Sie zu treffen, Mr. Präsident. Was wollen Sie von mir? Bringen wir das hinter uns. Na, das mit dem Verstecken, das klingt verspielter. Aber ich verstecke mich doch nicht. Ich bin hier, genau vor Ihnen. Wissenschaft, Sie sind ein Computer, das hätte ich ahnen sollen. Wie aufgeschlossen von Ihnen. Hut ab, dass Sie die Realität der Situation erfassen und sich nicht gegen sie stellen. Dann lassen Sie uns mal zur Sache kommen, ja? Es gibt da einiges, das ich gerne mit Ihnen besprechen würde.
Was kann ich für Sie tun? Ich höre. Die Hauptstadt unserer Nation steht am Scheideweg. Der Weg, den Sie und ich hier heute einschlagen, wird das Leben aller verändern. Sie müssen in meinem Namen handeln, um die Zukunft unseres Landes zu sichern. Können Sie mir vielleicht erklären, was Sie meinen? Welches Land? Schauen Sie sich doch mal um, alles ist zerstört. Na gut, ich werde machen, was ich kann. Welches Land? Schauen Sie sich doch mal um, alles ist zerstört. Das ist aber eine recht pessimistische Einstellung. Meinen Sie nicht auch? Die Vereinigten Staaten durchlaufen schwere Zeiten, richtig. Aber es wird auch wieder bergauf gehen. Sie haben die Macht, diesen Wandel herbeizuführen, wenn Sie nur in Aktion treten. Worum ich Sie bitte, erfordert eine Erklärung, damit Sie verstehen, weshalb es notwendig ist. Vielleicht wird Sie das zum Handeln animieren. Bitte weiter, ich höre fasziniert zu. Sagen Sie, was Sie sagen müssen. Na los, zur Sache. Ja, sicher. Die Sache ist die, dass wir an jeder Ecke von einer auf Abwege geratenen Welt behindert werden. Sogenannte Supermutanten, Ghule und dergleichen. Die Mutanten außerhalb dieser Mauern müssen beseitigt werden, wenn wir erfolgreich sein wollen. Sie müssen ausgemerzt werden. Ich denke, durch die Arbeit Ihres Vaters ist dieses Ziel viel schneller und effizienter zu erreichen als jemals zuvor. Ich werde alles geben, wenn ich dafür Mutanten loswerde. Die Arbeit meines Vaters, was hat die damit zu tun? Der Aufbereiter, den Ihr Vater zu bauen half, hat die Fähigkeit, das gesamte Ödland der Hauptstadt mit sauberem Wasser zu versorgen. Durch eine einfache Modifikation kann er zur Verbreitung von Wirkstoffen eingesetzt werden und helfen, übers Trinkwasser alle Mutanten zu vernichten. Mit der Zeit könnten wir so alle Mutanten im Ödland eliminieren, während die guten Menschen dieser Welt wieder gesund werden. Erfolg haben wir jedoch nur, wenn sie diese notwendigen Modifikationen vornehmen. Hört sich gut an. Erklären Sie es und ich mache mich an die Arbeit. Wie soll ich das genau angehen? Hört sich nicht danach an, als ob ich da irgendwie helfen könnte. Wie genau soll ich das angehen? Vor Ihnen liegt eine Ampulle mit einem modifizierten FEV-Virus, die in die Steuerkonsole des Aufbereiters eingeführt werden kann. Damit wird das Virus dem Trinkwasser zugegeben. Der Aufbereiter besorgt dann den Rest. Sie brauchen nur den Aktivierungscode. Ganz einfach, oder? Ich werde drüber nachdenken. Treffen Sie... Ja. Ich werde darüber nachdenken. Ich verstehe, dass es sich hierbei um ein ungewöhnliches Anliegen handelt, das ich nicht vorbringen würde, wäre es nicht von allergrößter Wichtigkeit. Verstehen Sie bitte, dass ich Sie erst gehen lassen kann, wenn Sie die Ampulle an sich genommen haben. Das muss ein Ende haben, Eden. Du musst dich und diese Basis zerstören. Und warum sollte ich das tun, wenn ich eindeutig die größte Hoffnung für die Leute des Ödlands bin? Die Macht ergreifen und fordern, dass die anderen einem folgen, das geht nicht. Sie haben nicht mal ihre eigenen Truppen unter Kontrolle, das packen sie nicht. Vielleicht haben Sie recht. Aber heißt das wirklich, dass dieser ganze Fortschritt vergeudet, ja zerstört werden sollte? Aufhören, wo soll das noch enden? Die Entscheidung liegt bei jedem selbst. Ich schätze, Sie haben recht. Gut, Ihr Wunsch ist mir Befehl. Sobald Sie gegangen sind, werde ich der Enklave ein Ende bereiten. Ich kann Colonel Autumn nicht für immer aufhalten. Damit werden Sie also allein klarkommen müssen. Ich nehme mal an, dass wir uns jetzt Lebewohl sagen. Den Weg nach draußen müssen Sie allein finden. Ich muss noch Vorbereitungen treffen. Modifiziert die Ampulle den Enklave-Stützpunkt entkommen. Na toll. Und schon wieder nicht mehr eine Stunde auf. Also das ist jetzt einmal lustig. Also wisst ihr, wo der Ausgang ist. Braucht er Karten. Das heißt an den Punkt. Das heißt da oben. Genau.
Schau dir diese feigen Hunde an. Angriffsmuster Gamma. Entrance, Archiv, da müssen wir rein. Noch einmal, doch. Das musste so kommen und auch so sein. Doch, das musste so sein, mein Freundchen. Entdeckung, Raven Rock. Fox, du geiles Sau, du. Es wird kurz, aber schmerzhaft. Ich glaube aber kaum, dass dir ein Enklave so leicht schlagen lässt, oder? Sie sind angeschlagen. Ja klar. Bin ja der Held dieses ganzen Drecks. Aber ich glaube kaum, dass die Enklave so schnell aufgibt. Weil der Colonel ist entkommen. Warte mal, wir reden mal mit dem Fox. Vielleicht können wir mit ihm was anfangen. Treffen wir uns endlich! Ich wusste, dass Sie überlebt hatten und habe gehofft, bei Ihrer Rettung helfen zu können, um meine Schuld zu begleichen. Sieht aus, als hast du ein neues Spielzeug, was? Ja, und dieses Gerät ist noch dazu überaus faszinierend. Eine fantastische Technologie. Stellen Sie sich nur vor, wie viel Böses mit solchen Werkzeugen aus der Welt geschafft werden kann. Er ist ein richtig sympathischer Kerl. Wie kommst du darauf, dass ich ein Monster wie dich am Rockzipfel haben will? Fox, was zum Teufel machst du denn hier draußen? Ich beobachtete Ihre Gefangennahme und konnte Ihnen heimlich folgen. Ich wünschte, ich wäre früher gekommen, um Ihnen bei der Flucht zu helfen. Da ich Ihnen meine Freiheit verdanke, hielt ich es nur für gerecht, Ihnen denselben Gefallen zu tun. Schließlich kenne ich in dieser Welt nur Sie. Also so richtig lieb. Hilfe kann ich immer brauchen. Wie wär's, wenn du mit mir kommen würdest? Es wäre mir eine Ehre, einem solchen Helden zu folgen. Sollen wir aufbrechen? Natürlich, Fox. Mit dir immer, Alter. Da sind wir ja ums Doppelt- und Dreifache noch stärker. Hahaha, geil! Und in der nächsten Ausgabe, ich entschuldige mich, dass es jetzt schon wieder fast 50 Minuten dauert hat. Aber du hast doch gesehen, es ist einiges geschehen, es ist einiges passiert. Wir haben einen Begleiter, den Supermutanten Fox dabei. Und dann können wir gleich schauen, was der Gute drauf hat. Warte mal kurz. Wir sollten aber kurz einmal heim. Mich würde nur interessieren, ob, wenn wir jetzt da mit ihm nach Hause reisen, ob uns da irgendwas in die Quere kommt oder ob uns das Probleme bereitet. Weil du weißt ja, Supermutanten. Also er ist fähig. Aber ich nicht. Au! Aber ich bin nicht fähig. Nimm mal. Gott, oh Gott, das ist eine Scheißwaffe.
Irgendwas Großes. Irgendwas Großes. Irgendwas, was halt ein bisschen mehr Schaden macht. Schau mal. Ja, super. Wo ist er denn jetzt? Komm bloß noch. Herrlich. Hey, da fern. Wer will als nächstes? Oh, Junge. Du bist der Hammer. Gut, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, ja, habe ich unseren Charakter ausgekramt, ausgeschlafen und verräumt. Ja! Was? Achso, ja. Lass ihn einfach. Lass ihn spielen, er hatte. Das nächste Mal will ich einen Kampf sehen. Ja, genau. Und mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal. Baba.